Ah, es ist scheiße kalt hier in der Hebra-Region bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, wir sind in der Nähe vom Ornidorf, würden dort auch gerne hingehen. Ich will nur ganz kurz zeigen, dass ich offscreen mal noch kurz Markierungen neu gesetzt habe. Und zwar nicht mehr auf die Türme, sondern jetzt mehr auf die Geoglyphen, wo ich ungefähr glaube, dass sie sind, gemäß der Karte. Die wir damals hier irgendwo in der Stufe, war das schon wieder irgendwo hier? Irgendwo hier. Nein, Moment. Hä? Wo bin ich jetzt? Hier? Formationsgabe. Irgendwo hier im vergessenen Tempel halt. Haben diese eine Kammer und ja, so wie es dort scheint, glaube ich, sind hier bei eben den Markierungen her, also den farblichen quasi, von denen wir nur eine begrenzte Anzahl haben, 6 Stück insgesamt, sind doch, glaube ich, diese Geoglyphen, die wir jetzt mal markiert haben, die wir dann bei Gelegenheit auch mal ansteuern. Können wir zum Beispiel denken an die hier, wäre sicher was, oder die hier. So weit, so gut. So, aber jetzt erst einmal auf zu den Ornis. Also, obwohl ich ja wegen dem scheiß Schneesturm hier oben sowieso kaum was sehe. Aber zur Not einfach in die Richtung. Zumal da ein Schrein ist, also da muss sowieso richtig sein. Die. So will absichtlich eher ein bisschen abseits dem Ganzen sein, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn wir uns auch mal den Zugang zum Dorf ein bisschen besser angucken können. Dorf der Oni. Orni. Nicht Oni. Tavanta Grenzland. So, da sind wir. Und hier ist ja auch das Areal, wo wir genau eigentlich hinkommen sollten, sprich wenn die Brücke nicht kaputt wäre. Okay, da ist nichts, einfach nur eine kalte Quelle, eine arschkalte Quelle vor allem. Ja, sonst ist hier auch nichts, ja, kein spezielles Item, also irgendwie Nahrungsmittel, sonst was, nö. Noch nicht zumindest. Ich könnte mal gucken. Ne, okay. Eine nette kleine Truhe. Holzpfeile, naja. Warum nicht, wahr? Das Dorf der Orni, voll zugeschneit. Das ist so viel Schnee, ist aber gar nicht mehr in Erinnerung. Habe ich irgendwie was mit Feuer? Nee, komm, dann machen wir es anders. Ein violetter Rubin. Kann man natürlich auch schön machen. Ist aber auch nichts außer Kälte. Ah ja. Mhm. Immer noch sehr lustig. So, warte mal, wir brauchen einen anderen Schild, weil da gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack hier. So rein optisch halt.
So, jetzt aber richtig. Zurück bei den Ornis. Nach so langer Zeit. Also gut, langer Zeit. Ja, gut. Breath of the Wild ist eine Weile her jetzt. Wie viel Zeit Ingame vergangen ist, habe ich immer noch keine Ahnung. Von ein paar Jahren gehe ich es ja trotzdem aus. Alleine schon, wenn es darum geht, irgendwie die ganzen Wächter, die ganzen alten Sheikah-Türmen, die ganzen Titanen irgendwie wegzuräumen. Das wird schon ein bisschen Zeit gebraucht haben. Gata-Kisa-Schrein. Sehr gut, was haben wir hier noch? Ein Krog. Noch nicht, wollte ich sagen. Ja, ein Krog. Ups, Entschuldigung. Ein Schrein, ein schöner Schrein. Das ist alles, was ich brauche auf der Welt. Wir haben aktuell 6, 7, 4. Okay. Stimmt, ich wollte eigentlich gucken, ob wir nochmal ein bisschen Ausdauer generieren, wa? Mit dem nächsten Level nochmal ein Herzen. Wir haben aktuell ja 8 Herzen, aber denke ich so 10. 10 ist eine schöne Zahl. Gut, maximal haben wir 30, wa? Also insofern, bei 10 dann irgendwie ein Drittel. Und nicht so viel, aber hey. Sag mal, gut, dass hier mit Wind gearbeitet wird, ist logisch. Wir sind ja bei den Ornis. Oh je. Ja, war sehr schwierig. Okay, sah gerade so seltsam aus, können wir noch irgendwas machen. Oh, schöne Scheiße. Vielleicht, dachte ich gerade, ob ich vielleicht irgendwie ein Ding nutzen sollte. Oh. Den Harnisch, versteht ihr? Erstmal gucken. Gibt es hier irgendwo etwas, was ich wissen, sehen müsste? Nein, nicht ganz so hoch. Bist du wahnsinnig. Wo kommt der Wind hier? So, von da unten. Gut, ich meine, wir haben hier Eis. Ein bisschen Eis ohne Scheiß. Dürfte glaube ich auch klar sein. Nein. Jawohl. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich ohne große Muren platt machen. Ein starker Konstruktbogen. Oh, ich habe sogar Platz, krass. So, aber schön, wir haben so nur noch starke Konstruktbogen, sogar so einen Naniumbogen, ja, noch einen stärkeren, noch ein paar Dinger. Ja, bogenmäßig werden immer besser. Schilde momentan ein bisschen doof, weil ich irgendwie nichts Brauchbares finde. Waffen können auch mal ein bisschen besser was machen. So, dann haben wir da nochmal 2 Stück. Unten ist halt viel Wind. Die noch verarschen, oder? Ich kann gerne hinter ihm landen, mit so viel Wind ist das ein bisschen schwierig. Lange ja. Warum fliegt der jetzt runter? Da bringt aber gar nichts. Ja. Warum hat das Gefühl, dass ich bloß irgendwie eine Truhe verpasst habe da unten? Naja. Andererseits ist ja auch einer der Schreine, die wir gemäß auch der Hauptstory folgen müssen. Sprich, es müsste einer der leichteren Schreine sein. Da glaube ich nicht, dass hier großartig was verpasst worden wäre. Eine Truhe haben wir eh gefunden, also insofern.
5 Stück. Sehr gut. Da glaube ich, haben wir hier alles gefunden. Und vor allem auch alles besiegt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ich habe auch überlegt, ob wir jetzt irgendwie zuerst mal gucken, ob wir eben bei allen 4 Gebieten mal vorbeigehen und gucken, was dort los ist. Aber das Problem selbst, was die haben, noch nicht beheben. Und erstmal wirklich in alle 4 Gebiete gehen, gucken. Und mir dann einen Plan zurecht machen, welches Gebiet ich zuerst anfangen soll zu lösen. Weil eben damals bei Breath of the Wild, da ging ich irgendwie schnurstracks in die Gerudo-Wüste, was ich irgendwie relativ cool fand. Also, eigentlich warm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber die meisten irgendwie dachten, ja, wir gehen zu den Zoras, wir waren am nächsten und so, und gingen direkt dorthin, wo es am weitesten weg war. Und hier überlege ich irgendwie, einerseits die Ornis zuerst machen, ja, wäre eine Idee, dann die Gerudo-Wüste vielleicht schon wieder mal und dann ab zu den Zoras und zum Schluss die Goronen. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil mit dem, was ich hier gemacht habe, mit dem Punkte setzen. Na gut, egal, die Tür. Der ist sowieso dort in der Nähe. Okay. Ja, den kriege ich auch so hin. Ist da nochmal eine Truhe drin oder was? Also bricht auch gleich. Oh, da geht so gar nicht. Habe ich denn, warte mal, die sind ja alle schon kombiniert, wa? Ne, noch nicht. Warte mal, ich versuche es gerade mit dem hier. Hätte ich eine Idee. Könnte ich irgendwie ein Feuerding draus machen? Die Frage, nehme ich einen Stein dafür oder nehme ich Schleimgelee? Ne, eigentlich auch nicht. Gamma-Krieger-Konstruktoren, genau. Das sind natürlich, das Feuer selbst enthaltenen Waffen wird deren Angriffswert enorm. Ja, wäre eine Option. Habe ich gar keine Steine mehr? Oh ne, alle verkauft, wa? Doch, Bernstein noch. Ne, komm, machen wir es anders. Und zwar... Wow, aber auch nur einmal, super. Was war denn das, was ich eigentlich wollte? Scheibenkleister. Schade, 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 schade. Ein Opal. Bitte die Kraft des Wassers. Ich erinnere mich irgendwie an den damaligen Anime. Captain Planet. Aber zwar nie so oft geguckt, muss ich zugeben, weil irgendwie auf einer Zeit hat es nicht richtig gepasst. Schade, geht nicht. So. War ja klar. Tschüssi. Ja, tschüss, tschüss. So. Hätten wir das auch. Dann würde ich aber sagen, allein schon damit ich wieder mal ein vernünftiges Thumbnail habe, endlich mal zu den Ornis selbst, wa? Hallo Ornis, ich bin zurück. Ja, jetzt definitiv viel mehr Schnee als früher. Erinnere mich ein bisschen so im Vergleich her an die Pokémon-Reihe. So zum Beispiel Pokémon Platin, wo plötzlich auch überall Schnee war, was im Vorgänger nie so war. Beten. Ein bisschen mehr Ausdauer, komm. Zumal wir irgendwie wieder mal das Master-Schwert brauchen und in Breath of the Wild war es so, dass ich zwar viele Herzen gebraucht habe dafür, aber da ich jetzt, glaube ich, mit den Herzen relativ gut unterwegs bin
bin ich auch nicht so sicher, brauche ich vielleicht diesmal auch Ausdauer. Deswegen will ich irgendwie beides schulen. Haben wir auch schon das Maß schon ein bisschen was, falls es überhaupt braucht. Bring der Welt den Frieden zurück. Wäre natürlich kacke, wenn ich für das Master Training alles voll haben müsste. Also 30 Herzen, 3 Ausdauerbalken voll. Dann dauert es eine Weile, bis er das Teil zurückholen kann. Was gibt's? Das Lied von der Himmelsache genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf von dem Kataklysmus zu retten. In alten Zeiten, vergessen von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskinde erschlafften in Hebra alle Winde. Dem Wind starb auch das Land, dies wurde Kataklysmus genannt. Des Gottes Sehn nach Himmelshöhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dies Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Ja, irgendwie eine Art Prophezeiung, sage ich jetzt mal, aber trotzdem schön. Das Lied handelt von der Arche, die das Ordenland vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Nö, ich kann mich nicht an irgendwie eine Geschichte aus dem Cell-Universum erinnern. Andererseits, die Ornis gab es ja eigentlich auch nur, nebst Breath of the Wild, also neben dem Vorgänger, ja auch nur in The Wind Waker. Und dort sahen sie auch ein bisschen anders aus, also die Erklärung, wie sie entstanden sind, war auch eine ganz andere. Was über uns wacht, die Himmelsache. Jetzt sagen wir jetzt, die Himmelsache soll der Tempel hier sein. Wird gemacht. Die Himmelsache. Oh, interessant ist es trotzdem, davon zu hören. Oh je, Mini. Was los? Ich habe nicht geschlafen. Schwalbennest. Das erstklassige Orni Downweg kostet 50. Okay, nehmen wir mal. Da kommen bis morgens. Kurz vor 1, das ist gar keine schlechte Idee. Zu weich, das Bett? Ich kann es nicht beurteilen, das muss Link sagen. Jo, sehr perfekt. Gut, aber ist ja das so wie das Malum-Bett, insofern. Naja, trotzdem nicht. So, morgen früh ist doch viel besser, um hier alles zu durchsuchen, zu erfahren. Was geht hier so ab? Was ist hier los? Hier entlang zu Frechspatz, dem Krämerladen mit dem Lächeln. So. Willkommen! Ja, was bietet eigentlich an? Andere tolle Sachen. Einen großen Pferd, manche nennen es als Orientierungshilfe. Das hat sich geändert. So, brauchst du noch irgendetwas? Was kann ich nicht was verkaufen vielleicht? Ja gut, wir haben jetzt gerade einen Opal bekommen, aber ich habe ja, sagen wir jetzt mal, nicht wenig Geld im Prinzip. Vom aktuell. Ich weiß natürlich nicht, was die jetzt hier noch alles für Dinge haben für uns kaufen. Irgendwelche speziellen Rüstungen und so. Das Bernstein und Opal kaum was bringt von der Kohle her. Nach Beisortieren wäre cool. So ein Elderhorn bringt viel, wa?
Also Kochzutaten, Ölflasche. Holzpfeiler, ein paar habe ich ja mittlerweile. Wir haben noch Ziegenbutter, Rohrzucker. Können wir sicher auch gut gebrauchen. Was hast du hier? Gut, das ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube, diese Worte lernen ja auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zuzubereiten. Mit frischem Ausdauerbarsch. Fangen zu gehen. Habe ich sogar einen? Biber Kochobst. Aber nur wenn ich friere, war das ein bisschen doof. Einfach so eine Sidequest gemacht. Welliwell. Okidoki, Freunde. Wir haben das mit dem Krämerladen gemacht. Dann gehen wir einen Stockwerk weiter. Hier haben wir Klamotten, wa? Die sind sicher teuer. Das sind auf jeden Fall Anti-Schneefedern. Das Orni-Gewand. Die Orni-Hose. 1000 sogar, alter Schwede. Natürlich besser als unsere aktuelle Hose, wohlgemerkt, ja. Dann hätte ich zweimal einen Kälteschutz. Brauche ich aktuell eigentlich nicht. Könnte aber nachher mal noch so weit sein. Das ist das Problem. Gut, die kann ich auch verkaufen. Krass. Von die Aero. Ja, aber wenn ich die verkaufe. Nur mal angenommen, ich würde verkaufen. Wie kriege ich die dann wieder? Gar nicht, was sind aber weg. Die Windmütze, gut. Die kriege ich vermutlich ziemlich sicher wieder. Aber trotzdem. Jetzt verkauft man irgendwie auch nichts. Materialien, ne? Ja, ich entweder anfangen zu farmen oder mit einem Duplizierungsglitch. Wäre eine Option. Mittlerweile gibt es irgendwie auch einen neuen davon. Der auf man noch einfacher gehen sollte. Das Prinzip ist dasselbe, einfach aus dem Inventar Dinge auswählen, abwerfen, während du in der Luft bist oder eben halt mit dem Schildschwung und so. Aber halt auch während du in der Luft bist. Da werden die Items dupliziert. Okay. Ja, ich warte mal noch, für später mal. Für später, für später. Okay, hier ist nichts. Hier ist eine Kochstelle. Topfdeckel, Fackel, ja zum Kämpfen natürlich immer sehr geil. Oh, waren die Zeit mit unserem Master-Schwert. Die waren so schön. So, das sind eigentlich eher die Oberältesten und so. Wo ist Theba unter anderem? Kumpel Theba. Wo steckst du? Ist einfach nur alles voller Schnee. Da fragen wir uns hier, ob man halt. Die Melodie im Hintergrund ist es die aus der Wind Waker von der Orni-Insel. Einfach nur ein langsamer. Das ist sie. Leck mich am Arsch, ey. Nicht von der Orni-Insel. Wie ist das Teil schon wieder? Der Orni-Insel auch, aber die hat einen bestimmten Namen. Verdammt, mir fällt es gar nicht mehr ein. Passt natürlich sehr gut. Kann man nur so sagen. So, wo sind die alle eigentlich? Festgefroren? Wer oder was? Ja, kann ich nicht tun? Bin gerade sehr beschäftigt. Eisfrucht holen gehen. So was Cooles ist mir lange nicht mehr eingefallen. Aber ohne Eisfrucht kann ich nichts ausprobieren. Pfeilmacherin Monis bitte. Also will einen Eispfeil machen. Bestimmt auch weiterhelfen.
Ja, von mir aus können es beides haben, ja, genug davon. Ich glaube, Eisfrucht habe ich mehr. Pfeil zu befestigen, uns also fern abzuschießen. War witzig aus dem Grund, weil wir in Breath of the Wild hatten wir noch richtige Eispfeile, Donnerpfeile, Feuerpfeile, Bombenpfeile. Will schlafen. Will schlafen, bin müde. Jo, dann mach das. Da vorne sind sie. Cool. Theba und Co. Also Theba und seine Familie. Wir werden noch ein bisschen umgucken. Alte Musik hat jetzt so richtige Vibes von Wind Waker. So, guck mal, hier sehen wir auch nichts. Da kommen wir auf zu der Hütte da vorne, war? Hier war ja vorne auch schon. Hier hoch vielleicht noch. Mit Expresssprung. Und hier oben war ja in Breath of the Wild am Schluss ja eigentlich immer noch Varmedo. Der Titan der Lüfte. Der ist irgendwie jetzt auch weg, wa? Der Deckensprung ist so krank. Also eigentlich saß er... Nee, nicht hier. Wo ist diese... Warte mal. Hier vorne? Da hängt hier drauf, wa? Jo, dann haben sie ihn irgendwie abgebaut. Da wieder unter der Erde verbuddelt oder so, kein Plan. Kommt hier oben nicht noch was? Ein Krog vielleicht? Ja, eben. Wäre auch schwer enttäuscht gewesen, hier an der Stelle nichts gewesen wäre. So, jetzt geht's dann runter. Ich glaube sogar ziemlich tief nach unten. Tja. Und zurück bei unseren Freunden. Hallo. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Tulin? Der kleine Piepmatz von Breath of the Wild? Gut, kleiner sehen wir noch, aber jetzt ist er zumindest ein Junge. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Theba, neuer Häuptling der Orni. Ah, er ist jetzt der Häuptling hier, okay. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Er kann zwar schon aufplustern wie ein großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich habe heute auch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegentreten, bist und bleibst ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flüger, jawohl. Ein total problemlos gelingen. Kundschaftsflug oder was? Ihr könnt weiter so tun, als wäre an einem Lieb von der Himmelsache etwas dran, aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Blödsinn? Pass auf, was du... Du liebe Zeit. Tja, Kinder halt, was willst du da machen? Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem Lied? Vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. Also der Kataklysmus von jetzt gab es schon einmal. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde, dass diese
Präferenz in der Vergangenheit ein bisschen seltsam. Die fand ich schon bei Breath of the Wild irgendwie so wegen, ja, vor 10.000 Jahren kam die große Verheerung schon einmal. Und jetzt machen wir sie auf dieselbe Art und Weise platt. Was daraus wurde, wissen wir ja. Ja gut, andererseits, große Verheerung, Ganon, Ursprung Ganondorf ist, wenn wir jetzt erforschen. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass der schon mal hier war. Also dasselbe Ganondorf wie hier war schon zu Gründungszeiten Hyrules irgendwie präsent. Wenn der Kataklysmus, von dem jetzt hier die Rede ist, derselbe ist wie damals. Was ja keinen Sinn macht, zu Gründungszeiten Hyrules gab es ja keine Orni. Also zumindest nicht, wenn man die anderen Zelda-Spiele auf denen aufbaut. Also eigentlich nur wegen Wind Waker. Wind Waker ist das große Problem. Andererseits, ich war nie groß ein Fan von der Theorie, dass die Orni aus den Zoras entstanden sind. Weil das gar keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, so ein Wasservolk wie die Zoras, die kamen in einer Welt, in einem Hyrule, das voll vom Wasser ist, nicht klar. Ganz creepy. Dass die Orni eher von den Wolkenvögeln als Skyward abstammen, das könnte man eher vorstellen. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann, also. Sei das Lied von der Himmelsache auch nur ein Kindergesang. Irgendwas geht oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni bis so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen. Aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie es das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Theba, wir haben Probleme. Große Probleme. Ich brauche dringend deine Hilfe, Kumpel. Hä? Was? Der hat noch Schloss Hyrule? Das klingt, als hängen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Das eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm in die Lupe und suchen allenthalber nach Essen. Und seit man mal ein Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Können doch nur etwas tun. Vielleicht gibt es da jemanden, der dir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertis. Hertis, nicht Herpes. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du, wie 2 Leuchtfeuer da drüben brennen? Ja. Da befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal dort vorbei. Tulin aus dem Dorf der Orni. Aha, Und deswegen wird uns Theba offenbar dann irgendwie nicht weiter begleiten, wie es damals bei Breath of the Wild war, weil er halt jetzt hier der Häuptling ist. Er muss von hier aus jetzt irgendwie alles koordinieren. Naja, kann man so oder so sehen, ganz ehrlich. Aber er hat natürlich schon Pflicht, ne? Das verstehe ich schon. Also mal gucken. Abgesehen davon hat er uns in Breath of the Wild schon geholfen, also insofern. Dann segel ich mal darüber. Dann noch so ein Eisfuzzi. Dann natürlich noch ein Eispfeil. Eispfeil als Start natürlich für uns. Oh, das war's. Ein Saphirschwert. Ja, ich glaube, dann legen wir das ab. Es werde Eis. Ohne Scheiß. Das werde Wasser. Schon praktisch irgendwie. So, trotzdem, es bleibt dabei, ich habe eben nur 2 normale Einhänderwaffen. Das gefällt mir gar nicht.
Dieser seltsame Schild, also einfach nur so eine Synthese rückgängig machen. Na, danke schön. Die Synthese war ein bisschen creepy, finde ich. Ein Schleimgelee draufpacken oder so, nochmal ein Qualmerling oder sowas, mal einen Pilz draufpacken. Naja. Die 2 Fackeln, Moment. Wo waren die jetzt? Ah, da drüben. Oh ne, da vorne ist da so ein Dummstar, Dingstar, Bingstar. Ja, das war zu warten. Wow, Kumpel. Wieso nicht gleich so, Aber trotzdem wieder verdammt viel Schaden gemacht dafür, dass wir eigentlich im Anfangsgebiet sind. Also Anfangsgebiet, von der Story her halt. Die machen mir viel zu viel Damage, die Monster hier. Kannst du sagen, was du willst. Okay, jetzt nichts. Ich dachte gerade, vielleicht jetzt irgendwie noch... Naja. Hätte, wäre, Fahrradkette. Oh, ich gehe hier durch, beim Turm zu. Hätte von hier runterfliegen können. Trottel. Ja, das hat irgendwelche Früchte hier, aber dem ist ja nicht so. So, den hier noch. Ich glaube, ich hilf den mal noch kurz. Nach dieser Folge vorbei wieder mal. Nach nächster Folge den Kumpel und gucken mal. Vielleicht holen wir auch noch eine Glühfarbe oder so. Wir wissen mittlerweile, wo die ungefähr sind. Ich habe sie markiert und wir haben noch viele Türme. Von dem ich mache mich auf der Suche nach dem nächsten Turm. Er muss wissen, wo er hinfällt. Okay. Oh mein Lord. Ja, ja. So, was ziehen wir hier denn Schönes, Oh, nee, so war es nicht gemeint. Nein, so auch nicht. Meine Fresse. Ja, schon besser. Oh, nein, Entschuldigung, so. Was zum... So, wird noch irgendwelche Kehrseite haben? Könnte passieren als... Sagen wir mal, Link. Die Kälte setzt ihm echt zu, wa? Ja, schön Dukenbirg da. Jo, Sitz, passt Luft. Ein roter Rubin, dankeschön. Biberfleisch, Reisbällchen schon wieder. Donnerblumen, dankeschön. Jo, see you later, Alligator. Ah, nehmen noch eine Affenkälte hier. Was machen wir da? Was machen wir da?
Nach Set sortieren, jo. Ich glaube, was in der ersten Folge wieder machen könnte, wäre wieder mal ein paar Amiibos einscannen, wa? Kann zumindest nicht schaden, glaube ich. Die Region muss sowieso noch ein bisschen weitergehen. Wir müssen dann hier bei den Heberbergen dann wirklich... Hier ist der Sturm. Vor allem, oder? Also da geht es dann wirklich bergauf. Lecco mio. Und hinter dem Turm ist noch... Ist er wieder... Da gerade ist da vielleicht das nächste Teil vom Aero-Ding? Nee. Vom Aero-Set? Das kann man vorstellen. Naja. Wie es weitergeht, werden wir sehen das nächste Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin, ciao zusammen.